Ehre. Ich bin's, der Birger, und gleich mal halt aus. Du brauchst gar nicht so seltsam schauen, du hast das schon richtig gelesen. Heute ist mal wieder Zeit, als Nivea auf den maximalen Höchststand bis unter Zimmerdeck zu nehmen, und darum ist Zeit, how to scheißen. Jawohl, ich habe wieder meine Kommentarsektion mit einem hervorragenden How-to-Vorschlag durchstöbert und mir genau wie du jetzt gerade erst einmal denkt, Alter, was soll denn das jetzt? Jetzt schmal, ich komm ein bisschen in Schmone, gell? Aber dann bin ich mal ein wenig in mich gegangen, habe ein wenig sinniert und erschrockenerweise festgestellt, dass ja Sätze wie "Du bist doch zu blöd zum Scheißen" oder "Du bist doch gar nicht zu blöd zum Arschputzen", dass die ja nicht zur Gaudi existieren können. Tja, liebe Bierzeitfreunde, und darum fangen wir mal vorsichtig an mit Phase 1. Der politisch korrekte Terminus. Es gibt natürlich die verschiedensten Bezeichnungen für den sogenannten Stuhlgang. Da gibt es einmal so Begriffe, wie wir es uns nicht ganz klar am Anfang zum Beispiel lernen. Haifall machen, aufs Deppfall gehen, einen Stinker machen, ein Geschäft verrichten oder mein persönlicher, kleinkindgerechter Favorit, schauen wir Volldepp und hat der Pupu Pepe gemacht. Aber daneben gibt es natürlich auch jede Menge Erwachsenenerweiterungen, wie zum Beispiel Knädeln, ein Ohrling, Schließmuskelhusten, umeinanderwürsteln, ein braunes Item droppen, abschäbern, in die Schüsselkeiben, ein Schokoauto auspacken, ein Neger abseilen. Darf er das? Märteln, schießen, bratzeln, abkoten, Ohren raushauen oder meinen zweiten persönlichen Favoriten, hey, ich geh schnell an Obama ins Weiße Haus schicken. An der Stelle fragen wir uns jetzt nicht, warum es die Begrifflichkeiten alle gibt, sondern eher, warum du mindestens einen davon schon kennst. Aber ist ja wurscht. Gehen wir lieber weiter zu Phase 2. Die vielen Arten und Formen von Stuhl. Oder wie ich ja gern sage, 50 Shades of Schiss. Also ich glaube, ich brauche ja nichts vom normalen Vorgang oder der Form verzeihen. Das übliche Würstel ist im Grunde nichts Besonderes. Ist halt ein Würstel, stinkt ein wenig umeinander und hat ja jeder schon mal gesehen. Hoffentlich zumindest. Neben dem 0815 Würstel gibt's aber auch noch ein paar Sonderlinge, auf die ich euch natürlich vorbereiten möchte, bevor es ohne Vorwarnung zuschlagen und vielleicht spät ist. Da hätten wir als erstes Mal an Usain Bolt. Das ist der hinterfotzige Dreckteufel, wo du dann Vollsprint à la Usain Bolt in Richtung Scheißeisel machst. Du schaffst das quasi gerade noch ums Arschlecken und dann nix. Dann haben wir noch einen Blender. Du denkst doch nichts Schlechtes, meinst zum Würsteln, ach, da ist ja noch eine Zeitl hin. Dann lass doch einen Sicherheitsscheiß und alles, was die leise Stimme in deinem Kopf sagt, ist: Scheiße, ich glaub, da ist ein Leffi voll mitgegangen. Dann haben wir noch einen gespenstischen. Das ist der, bei dem du Apps im Klopapier hast, aber nix in der Schüssel. Der ist so narrisch ominös und bis heute weiß keine Sau, was das soll. Dann gibt's noch einen um Gottes Willen. Das ist der, wo du meinst, du keibest Drilling und kurz nachdem du angefangen hast, schon denkst: Scheiße, Alter, warte mal lieber zum Doktor gegangen und hätte mir eine örtliche Betäubung in den Arsch stecken lassen. Und dann haben wir noch das Schlauchboot. Das ist der sich einfach ums Verrecken nicht abschwammen lässt. Dann haben wir noch einen Spritzerten, bei dem das Würstel in einer sicheren, verreckten Schräglage einschluckt, dass das Wasser an die Gackerl oder an die Kache springt. Und du so: Haben wir noch einen Linden? Na ja, klar, jeder kennt ihn, einen Dünni, die Sprühwurst. Aber ich wollte euch bloß auf den Weg geben, dass ich die Frage, hilft bei Durchfall eigentlich Soßenbinder, auch noch keine Antwort geben kann. Dann hätten wir noch einen Malermeister, der mit voller Wucht kommt und die ganze Schüssel fein säuberlich rundrum hellbraun streicht und du dich wunderst, wie das Loch verdammt nochmal in so viele Richtungen gleichzeitig schauen kann. Man weiß es nicht. Und freilich haben wir dann noch einen guten alten Bier- bzw. Weißbierschieß, aber da man, wenn der ansteht, eigentlich meistens noch so viel Pegel hat, dass man nichts mehr davon weiß oder nichts davon erzählen kann ich nur aus Sagen und Gerüchten zitieren. In ganz kurz, der ist wie alle gerade genannten Sonderlinge auf einmal. Heißt zumindest. So, und damit wir wissen, wie wir jetzt den Scheißdreck wieder wegkriegen, gehen wir noch schnell zu Phase 3. Arschputztechniken. Ja, da gibt's jetzt eigentlich bloß 2, bei normalen Menschen zumindest. Warum es offenbar doch 3 gibt, da kommen wir später dazu. Wir unterscheiden da auf alle Fälle einmal ganz klar zwischen dem Knüller und dem Falter. Der Knüller, der reißt sich unkontrolliert viel Klopapier von der rein, wurstelt das irgendwie hinten und von zusammen, fährt sich einmal durch die Arschgrunzen durch, checkt bei Bedarf kurz einen Abrieb. Das ist quasi die Bremsspur, die meisten bloß aus der Unterbuchs kennen, und nachher wirft das weg. Das macht er halt so lang, bis der eben erwähnte Abrieb bei hoffentlich
null ist. Fertig. Der Falter hingegen, der ist dort der etwas sparsamere von den zwei. Der nimmt sich genauestens die Anzahl an Klopapierbladel und fällt das halt sauber zusammen. Der größte Vorteil, der liegt eigentlich nur darin, dass er das Würstel-Origami-Faltwerk nach dem ersten Abrieb noch vielleicht zweimal falten und noch mehr hernehmen kann. Sparsam halt. Ja, und wie gesagt, gibt's jetzt offenbar auch noch eine dritte Technik. Gut, jetzt zeige ich, wie viel ich bin in so einem großen Geschäft, ja? Ein Stück. Pass auf, ich sag dir wie, ne? Eine Ecke reißt die ab, ja? Dann mache ich hier ein Löchelchen rein, mach den Finger durch. Wegen Finger gehe ich dann ins Arschloch lang, da hab ich die Scheiße am Finger, dann ziehe ich das so hoch und mit der Ecke hier noch, damit mache ich dann den Fingernagel sauber. Ab jetzt darf jedem sofort klar sein, wo der Satz "Du bist doch zu blöd zum Arschputzen" eigentlich wirklich herkommt. Naja, aber gut, im Grunde ist drauf geschissen. Draufgeschissen. Wenn es euch taugt hat, lasst ein Like da. Oder wenn ihr noch ein paar Sonderlinge kennt, dann schreibt mir einen Kommentar und eine. Oder schickt einfach einem Kumpel das Video, falls er wirklich zu blöd zum Scheißen ist. Ich hoffe, ihr habt selbst gelernt. Ich gehe jetzt das blutsverreckte Schlauchboot abgeschwommen. Haut euch eine. Habe die Ehre.